Der Christian tut als Beifahrer mit bei den Strize sein gesetzwidrigen Autorennens. Weil irgendein Meckerer im Netz einen Brunnerwirt durch den Kakao gezogen hat, möchte Uri inkognito ihrer Orgens Wirtshaus mustern, aber sie fliegt auf. Der Gregor kann nicht schlafen und bestellt neue Matratzen, aber sein Gspusi kommt dahinter, dass das an den Kawe unter sein Kopfpolster liegt, und ohne den schlaft er auch mit der Alten wieder als wie ein Ratz. Fanny verschmeißt seinen Verlobungsring und meint, der wäre in den Knädeltag eingefallen, und holt alle Knädel von den Gästen wieder zurück und batzt durch, bis auf einen, den wo der Hund gefressen hat. Schließlich stellt sie aber raus, dass die Uri den Ring gefunden und aufgeräumt hat. Die besoffene Drecksau, wo die Annalena von Gewaltinger wollte, probiert das jetzt bei einer anderen, und sie sieht das und redet mit der und mit ihren früheren Aushilfsmetzger, und zu dritter hängen sie am jetzt doch bei der Schande hin. Der Pauli möchte an Flori und an Tunschei der Werkstatt zuschauen, und die leihen das aber nicht. Auf das aufe trat's das mit einem Lausbubenstrach nach dem anderen und spielt's heimlich gegeneinander aus, bis er schließlich auffliegt. Kathi möchte mit seinem Cousin zu Lansing ein 68er Festel aufziehen. Das Zwiefel ist dagegen, und die Rosi ist seimal ein nackerter 68er Schlampen gewesen und fürcht, dass sie nachher die Leute wieder das Mai über sie reißen. Aber sein Jamsterer überredt's, dass die Brauerei da auch mit tut, und die Moni geht seine Wiesen dafür her, und der Gmorrat ist auch dafür, und der Hubert möchte Brauereiführungen anbieten. Gerade an Martin ist das alles miteinander nicht recht.